Hallo, schön sind ihr da bei Handgelenk mal Pi. Ich bin Anne. Ich möchte gerne heute selber Schablonen probieren zu machen. Und zwar von unseren Paper Dolls, die wir das letzte Mal gemacht haben. Die haben wir ja einfach so aus einem Prospekt abgehaust und dann schön angemalt und ausgeschnitten. Und jetzt möchte ich gerne noch Schablonen machen. Und zwar habe ich das hier schon mal so ein bisschen ausprobiert, wie das soll aussehen. Aha, jetzt habe ich das noch vorbereiten. Dann machen wir das halt gerade schnell zusammen. So. Und brauchen wir da irgendeine Farbe. Dann gehen wir hier einmal drüber. Ui. Oh. Jetzt bin ich verschoben. Ah, noch. So. Voilà. Das Maul noch ein bisschen. So soll das dann nachher aussehen. Das sieht doch recht cool aus. Und ich habe jetzt diese Schablone gemacht mit so einer Projektorfolie, die ich noch irgendwo gefunden habe. Das war aber recht mühsam zum Ausschneiden. Aber wir können das gerne noch einmal zusammen probieren. Ich habe hier nämlich noch ein bisschen. Und dann habe ich noch parat gemacht so ein Klarsicht-Mäppchen. So ein recht weiches. Und dann habe ich noch so ein Transparentpapier. Und das können wir auch noch ausprobieren, was das gäbig geht zum Schneiden. Bei der Projektorfolie haben wir einfach extrem fest drücken. So, also dann geht doch das mal weg. Und da nehmen wir doch, ich nehme gerade das Original. Dann will ich von dem Mannsgockel und von dieser Frau. Da lasse ich dann halt einfach den Schmuck weg, weil das ist wirklich zu klein zum Ausschneiden. Ein kleines Problem gibt es beim Ausschneiden, und zwar muss ich da darauf schauen, dass das natürlich immer zusammenhebt und nicht die einzelnen Teile nachher dann rausfallen. Also aus diesem Grund habe ich jetzt hier natürlich bei den Haaren und überall musste ich so Löcher lassen, eigentlich, damit das nicht abgeht. Also damit nicht plötzlich ein Teil von der Haare abgeht oder der ganze Kopf oder irgendwie so. Das hier, das habe ich nicht ausgeschnitten, weil das ist mir viel zu winzig war. Und die Ohrenringe auch nicht. Man muss wirklich so fest drücken bei dieser Folie. Darum habe ich jetzt diese Details ein bisschen weggelassen. Genau, und auf das müssen wir achten, dass man nicht plötzlich etwas abgeht. Aber jetzt müssen wir als allererstes mal einfach auf jedes Teil einzelnes Ding auftragen. Ja, es kommt, glaube ich, nicht so wahnsinnig darauf an, welches das wir wo nehmen. Sagen wir einfach mal den, nehmen wir da. Jetzt die Folie da, die hat hier noch eine glatte und eine rauche Seite. Ich mache jetzt mal die glatte oben, ich weiß nicht, ob das gut ist oder nicht. Und tun wir den einfach jetzt mal nachzeichnen. Ich denke überhaupt noch nicht dran, wo das jetzt muss frei lassen, weil das kann ich mir jetzt im Moment sowieso nicht ganz vorstellen. So. Ich habe so einen recht breiten, so einen Permanentmarker. So, und da zeichne ich natürlich auch nicht alle Knöpfe nachzeichnen.
sondern ich mache das sehr einfach bleibe ich. Ich glaube, ich mache dem sogar nur so eine Jacke irgendwie. Nur so. Ui. So. Oder wenn wir noch Kragen machen. Also im Hintergrund schnarcht dann der Hund, nicht, dass ihr euch wundert. So sieht der aus. Das ist doch super. So, dann nehmen wir hier die Frau. Und weil ich jetzt aus dieser Projektfolie das letzte Mal eben schon da die kleine Frau geschnitten habe, weil die so winzig kleine Details hatte, nehme ich jetzt hier mal die grössere Frau. Dass das vielleicht ein bisschen einfacher wird. Eventuell. So. Soli. Ah, das sieht es fast nicht. He? So. Mal, das sieht doch auch nicht schlecht aus. Und dann nehmen wir jetzt noch das Mäppli. Und dann nehmen wir jetzt die kleine Frau noch. He? Ja, ich glaube, ich muss das so machen. Gut. Also, dann hätten wir da die 3 Gestalten, die wir jetzt irgendwie probieren auszuschneiden. Ich glaube, ich fange gerade mal mit dieser hier an. Und jetzt muss ich das hier halt auf meine Unterlage nehmen. Und ja, ihr solltet schon noch ein bisschen etwas sehen, oder? So, dass wir hier zu dem Lichtschein hier ein bisschen aus sind. Ich probiere es einmal. Genau, ich habe hier ein Japanmesser mit ziemlich einer spitzigen Spitze, also so einer langen. Mit dem kann man recht wendig schneiden. Aber ehrlich gesagt, ja, habe ich gefunden, geht mir ist es irgendwie nicht so gäbig. Oder ja, ich weiß es auch nicht. Ich finde es ein bisschen schwierig. Probieren wir doch einfach mal. So, und jetzt ist es eben so, dass man wirklich bei dieser Folie einfach zweimal durch muss.
Ja, also. Jetzt kratze ich mir da noch ein bisschen weg, wo ich jetzt nicht durchschneiden darf. Also ich muss ja auch irgendwo muss das noch einmal anschauen. Genau, auch immer noch ein bisschen Platz lassen zu dem hier. Also hier darf das Haar auch nicht ganz angemacht sein. So. Dann ist das äußere Teil mit dem verbunden. Das ist gut. Und da ist das Gesicht schon mal verbunden. Dann könnte ich sagen, ich tue hier auch nicht ganz durchschneiden. Dann ist das Gesicht auch noch mit dem Teil verbunden. Dann lampet das nicht allzu fest ab. So, dann habe ich hier so eine Art Scheitel. Dann ist der Teil hier auch noch mit dem verbunden. Da ist sowieso, kann ich ein bisschen abkratzen, habe ich nicht so gut gemalt. Also habe ich mich ein bisschen vermalt, so muss ich sagen. So. Genau, also der Teil ist jetzt auch angemacht. Das ganze Gesicht ist angemacht. Nein, nicht das Ganze. Da muss so und das ist zu eng da. Dann müsste ich wahrscheinlich hier noch offen lassen. So, das ist das Gäbige an der Projektorfolie, dass man da wirklich das einfach so ein bisschen wieder abschaben kann. So, also dann ist das da alles auch noch am Gesicht angemacht. Das ist alles gut. Die Lippe ist nicht gut. Da müssen wir auch irgendwo noch offen lassen. Vielleicht da. Und da. Also. Dann ist das ein bisschen dumm. Und das auch noch abkratzen. Keine Ahnung. So, aber auf jeden Fall. Da. Ja, vielleicht. Vielleicht hilft das. Gut, dann ist da auf jeden Fall alles gut beim Kopf. Und der untere Teil da ist sowieso ja da unten angemacht. Also von dem her sollte es jetzt gehen. Es ist nie mehr irgendwie etwas Geschlossenes. Gut, also dann probieren wir doch das jetzt auszuschneiden. Oh. So, meine Finger machen mir weh. Aber ich habe es tatsächlich geschafft. Und es könnte sein, dass es gar nicht mal so übel aussieht. Das werden wir doch jetzt gerade mal testen. So. Dann schauen wir doch mal, wie das tut. So, da ist es ein bisschen fest. So, da muss ich glaube wirklich das ein bisschen gut festheben. Da oben ist schon Blöhneli.
dass man das nicht zu fest gewackelt und dann verschiebt. Ups, das war ein bisschen blöd. Wow. So, jetzt mal schauen. Tada! Oh, hey, recht cool. Ich finde das eben auch gut. Also ich finde es cool, dass das jetzt so halt so eckig und so spitzig geworden ist. Da auch. Aha, da. So die Augen, weil man halt die kleinen Teile gar nicht wirklich rund kann schneiden und so. Aber dann gibt es noch eine so eine ganz spezielle, ja, nochmal eine spezielle Art, etwas anderes wieder. Ja, also es war recht heftig zum Schneiden, also wirklich ziemlich unangenehm. Aber es sieht cool aus und darum darf das bleiben. Jetzt probieren wir doch das Ganze noch mit dem Mäppli. Mal schauen, wie sich das schneiden lässt. So, also auch hier muss ich relativ fest drücken. Und das ein bisschen also gummig ist, sage ich jetzt mal, tut sich auch so ein bisschen verziehen beim Schneiden. Also auf das muss man dann vielleicht auch ein bisschen achten. Aber es ist bis jetzt wesentlich angenehmer zum Schneiden, weder die Projektorfolie. So, bis jetzt. Und ich bin jetzt noch bei den langen Flächen hier im Gesicht, kann ich mir vorstellen, dass es ein bisschen schwieriger wird. Aber ja, ich muss ja noch schauen, wo ich nicht durchschneiden sollte. Und was ich jetzt auch gerade bemerkt habe, ist, wenn man mit dem Finger einmal drüber fährt, es verschmiert nicht, aber es kratzt gerade sofort ab. Also muss man ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht mit der Hand so drauf geht beim Schneiden und so. Sonst wischt es einem alles wieder fort. Gut, also. Da natürlich der Halsausschnitt. Das Gute daran ist, dass man natürlich eben auch ganz gut abkratzen kann. So, der Halsausschnitt geht auf. Dann geht sicher da die Haare müssen offen sein. Dann machen wir hier sowieso nicht ganz hergezeichnet. So, und dann hier die Haare. Einer ist so. Da hat es mir schon wieder ein bisschen verkrabbelt. Genau, hier auch. Damit die Haare hier irgendwie angemacht sind. Das ist mir aber alles ein bisschen unheimlich. Vielleicht müssen wir oben noch auftun. Ich glaube, ich mache da oben noch auf. Oder sieht nicht das komisch aus? Nein. Das geht schon. So.
Und der Teil der Haare ist ja gerade hier angemacht, also das sollte gehen. Jetzt müssen wir schauen, wo wir das Gesicht aufmachen. Ich würde sagen hier. Und sollen wir hier auch noch? Vielleicht machen wir das gerade so. Damit es dann auch ein bisschen stabiler ist. So, und sonst ist nichts mehr zu. Gut, probieren, gut überstudieren. Das ist jetzt aber auch ein bisschen anstrengend geworden gegen Schluss zu, gerade bei dem ganzen kleinen Geschmäus da im Gesicht. Vor allem eben, weil das so gummig ist und sich das dann immer so ein bisschen zieht. Aber jetzt werden wir mal schauen, ob das auch etwas wird, wenn man hier ein bisschen inken. Ich muss einfach auch wieder das Gesicht ganz gut festheben und muss wahrscheinlich wirklich eher so ein bisschen tupfen und so ein bisschen an Ort und Stelle. Ich kann nicht so richtig drüber reinfahren, sondern mehr so ganz winzige Kreisli drehen. So und so. Aber ich glaube, das sieht gar nicht mal so übel aus. Man halt ein bisschen vorsichtig. Oh, ja, eben vorsichtig und nachher dann habe ich es schon versaut. So, hey, cool. Also abgesehen von dem Spitz, wo mir da jetzt passiert ist. Aber sonst, hey, also, es ist gut. Das Auge. Das Auge ist ein bisschen komisch geworden, gell? Ich glaube... Warte jetzt mal, jetzt können wir ja schauen, wie das wäre, wenn wir jetzt so ein bisschen drauf malen. Wenn ich jetzt hier mit dem Bleistift einfach ein bisschen male. So. Wie wäre das? So wäre ein bisschen besser, he? Also komm. Jetzt schauen wir da mal, wo das wäre. Das tue ich mir da anzeichnen. Wo ich jetzt da mit dem Schreiber durch bin, oder das? Das da. Machen wir einfach das Spitzli weg, oder? Einfach das Spitzli noch abschneiden. Hoffentlich ist es dann besser. Dann ist halt der Teil einfach so wie sehr im Schatten. So, jetzt probieren wir nochmal. Machen wir einfach hier mal schnell das Gesicht noch einmal. Und dann sehen wir dann, ob das jetzt ein bisschen besser aussieht. Tack. So. Oh ja, viel besser. He? Viel besser. Das ist gut. Ja, prima. Und jetzt kommt zum Schluss noch das auf dem Papier. Und ich hoffe, dass das noch ein bisschen besser geht zum Ausschneiden. Das wäre schön. Jetzt weiss ich natürlich da nicht, ob man hier gut abkratzen kann auf dem Papier. Nein, das lässt sich nicht abkratzen. Aber ich werde mich da nicht zu fest darauf verlassen, dass ich das checke, dass ich dort nicht durchschneiden darf. Darum hole ich mir jetzt noch einen weißen Schreiber. So, mal schauen, welcher das hier gut geht. Das ist so ein Schälroller und das hier ist ein Posca.
Also so einen Acrylschreiber. Und jetzt malen wir doch hier einfach durch. So. Eine ist da und eine ist da. Dann den Kragen machen wir doch auch gerade an beiden Orten offen, dass das sicher gut hebt. Ja, der Hals ist gut. Dann die Haare werden hier und hier wieder losgelöst. Zack. Und dann, wenn wir da den Kopf irgendwie mit dem Ohr aufmachen, vielleicht. Aber der kann nicht nur dort offen sein, oder? Dann müsste ich noch irgendwo noch jemand anders, wenn wir ihn noch hier haben. Passt mir jetzt nicht so. Da noch. So ist überall gut, außer da natürlich noch. So, die Lippe ist offen. Ja, das ist der Kopf nur hier auf dieser Seite angemacht. Ja, bin noch nicht zufrieden. Dann machen wir sonst hier noch auf. So. Ist das gut? Ja, komm. Wir probieren einfach mal. So. Jetzt ist das natürlich nass. Jetzt muss das noch ein bisschen trocknen. Gut, fertig. Weitermachen. So, also irgendwie schneidet das gar nicht gut. Ist denn das so, ist das nicht scharf? So, mal schauen, ob es hilft. Vielleicht hat es beim anderen Material auch geholfen schon. Oh ja, das fühlt sich ganz anders an. Gut, also hatten wir das auch geschafft. Das war jetzt also schon ein bisschen anstrengend gewesen. Und ich muss sagen, für das, dass ich extra noch eine neue Klinge rein da habe, hat es mir gleich an gewissen Stellen ein bisschen gerissen. Und ich weiss nicht, ob das an diesem Papier liegt, weil das da ist von so einem Briefmarkensammelalbum, ist das so die Zwischenseite, die sie zwischenin hat. Und ja, keine Ahnung, ob das irgendwie einfach ein komisches Papier ist oder weil es alt ist oder ich weiß es wirklich nicht, ob es mit normalem Transparentpapier ein bisschen besser würde gehen. Keine Ahnung. Die Dings, wo ich da, die Stelle, die ich übermalt habe mit dem weißen Schälschreiber, zum einen kann ich mir vorstellen, dass das gar nicht mal so schlecht ist, weil das dann so ein bisschen trocknet und ein bisschen eine dickere Schicht gibt. Die Stelle ein bisschen verstärkt, dass es das dann nicht reisst oder ein bisschen weniger. Andererseits ist es aber nachher beim Schneiden nicht so praktisch gewesen, weil es mir dann so ein bisschen wie abgesplittert ist, abgebröckelt, weil es so hart war. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Also, aber ich probiere jetzt auf jeden Fall das auch noch einmal. Ich nehme noch mal eine neue Farbe. So, also auch wieder das Gesicht gut festheben. So, aber ich kann mir vorstellen, oh ja, eben, gut festheben, haben wir gesagt. Wow, und nicht verrutschen, sonst müssen wir wieder suchen. So, nein, so, ui.
Jetzt ist gar nicht mehr gut bei mir. Jetzt bin ich zu lang dran am so feinöckeliges Zeug machen. Jetzt fange ich schon fast an zu zittern. So, und beim Maul müssen wir ein bisschen aufpassen. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt ein bisschen schwieriger ist, weil das halt Papier ist und nicht so Folie. Dass das dann beim Drüberreiben ein bisschen mehr noch verkrügeln oder so. Gerade so die feinen Sachen. So, aber jetzt haben wir ja das Gesicht geschafft. Jetzt kommt da noch das untere dran. Ja, das gewackelt recht hin und her. Müssen wir also wirklich gut festheben und so Schritt für Schritt machen. So. Hier noch ein bisschen mehr. Achtung, fertig, los. Woo! Hey, ich finde, die sind doch recht cool rausgekommen, alle miteinander. So, sehen wir noch einmal alles zusammen. Ein bisschen von weitem. Also, ich habe jetzt an diesen 3 Schablonen tatsächlich einfach eine Stunde dran rumgeschnippelt. Und es war also recht anstrengend. Es braucht extrem viel Konzentration, es braucht eine kleine ruhige Hand und es braucht aber auch gleichzeitig Kraft. Und ja, aber schlussendlich ist das recht gute Sache gewesen. So, wo ist noch die andere Folie? Da. So, und das war meine Testfolie. So sieht es aus und das sind unsere Resultate. Und ich glaube, ja, es ist machbar, aber es braucht Zeit und Geduld, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Genau, eine Freundin von mir hat sich neu einen Plotter gekauft und ja, hat gesagt, sie tut mal für mich austesten, wie das geht, wenn man eben so selber Motiv erstellen. Aber das muss sie zuerst noch herausfinden. Darum, das wäre natürlich extrem cool gewesen, wenn ich ihr einfach so Vorlagen hergeben und sagen, so bitte, mach mal. Und dann hätte ich die bekommen, die fertige Schablone für unser Journal. Hey, aber so ist doch auch cool, wenn wir das wirklich selber haben können schnitzen. Und ja, ich freue mich schon mega, wenn wir dann in unser Journal starten können. Aber bis dann ist noch gerade ein bisschen ein Weg. Wir müssen noch ein paar Sachen erledigen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.